Ja, Freunde, es geht weiter immer weiter zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir haben jetzt bereits die Saiyajin und die Freezer-Saga hinter uns und starten damit mit der Cyborg Trunks Cell-Saga. Mal gucken, wa? Aber erstmal, wir sind hier bei Version 1.10 und das bedeutet, das erste von 2 oder 3 DLCs ist bereits aktiv. Und das wollen wir uns doch mal ganz kurz angucken, wa? Der legendäre Super Saiyajin. Ja, hier. So. Ich habe noch ein paar Notizen gemacht von der letzten Folge her, was wir jetzt vor allem tun wollen. Hab's ja auch schon erwähnt, zumindest das meiste davon. Im Sinne von Dragon Balls farmen, Sidequests machen. Und was ich auch noch ein bisschen mir wieder mehr verinnerlichen muss, sind die Teamkämpfe. Was er bisher, glaube ich, noch nie gemacht hat, wirklich. Es war noch nicht wirklich nötig, weil, ja, vor allem jetzt im Kampf gegen Freezer und so, bin doch hier der Typ, der gerne 1 gegen 1 catcht. Alter. War ein bisschen sehr laut. Was ich eigentlich auch noch machen müsste, wäre noch ein paar D-Medaillen sammeln, aber andererseits D-Medaillen kriegen wir die meisten auch durch Quests. Ja, Son Goku ist ein Super Saiyajin. Oh Mann. Was? Hä? Worum geht's überhaupt? Hä? Okay. Das ist irgendwie eine Nebenstory, die ich gar nicht gesehen habe. Ah, hier! Herunterladbarer Inhalt. Genau, der erste DLC wäre theoretisch. Muss man ganz kurz gucken. Wenn man in einem neuen Land wieder dort trainieren die beiden Saiyajin her, Leute zuvor eine neue Dimension Stärke zu erreichen. Ja, keine Ahnung. Neue Kraft erwacht, ja, sind ja 3 Stück insgesamt, war. Man könnte auf den ersten Blick meinen, hey, geht's dabei irgendwie um den Film Dragon Ball Z Kampf der Götter? Ja, nicht wirklich. Es ist irgendwie, ja, ist, so wie ich das bisher mitbekommen habe, irgendwie ganz crazy. Ah, okay. Aber dann verstehe ich das auch. Okay, gut. Ja, jetzt macht ein bisschen was Sinn. Macht ein bisschen Sinn. Ja, könnte man jetzt machen, will ich aber noch nicht, weil ganz ehrlich, ihr habt es gesehen. Stand ja eigentlich relativ deutlich. Was gibt? Neues Training, neue Epic-Gegenstände, neue Nebenstories und neue Transformation. Soll ich wirklich zu dem Zeitpunkt den Super Saiyajin Gott freischalten? Ich weiß nicht so richtig. Ja, es gibt noch 2, also zumindest momentan aus sind noch 2 weitere DLCs dann in Balde, oder wie sie heißen, Kürze. Ich hoffe ja ernsthaft, es wird ein Dragon Ball GT DLC geben. Natürlich kann die Story ein bisschen anders sein, ein bisschen ausführlicher als richtige GT-Story. Wobei eben Dragon Ball GT bei mir 40 Folgen waren meiner Ansicht nach sehr, sehr Dragon Ball kultig. In der Hinsicht auch sehr cool. Aber vor allem, ich hätte gerne mal echt ein Videospiel wieder mal, wo man sich, ja wie damals noch bei Budokai Tenkaichi der Reihe oder generell Budokai-Reihe, wo man sich wirklich zum 4-fachen Super Saiyajin generell transformieren konnte. Ich meine, klar gab es das auch bei Xenoverse, die Transformation selbst, aber das in der Regel, es war einfach generell der Charakter selbst. Da von wegen, da Goku, Super Saiyan 4, da hast du ihn fertig, mehr nicht. Anstatt irgendwie zu sagen, hey, da hast du einen normalen Son Goku oder sogar einen Son Goku aus Dragon Ball GT und der kann es verwandeln, eben in normalen Super Saiyajin, 3-fachen, 4-fachen Super Saiyajin, etc. etc. Das hätte ich eigentlich ganz gern gehabt. So, das soweit dazu. Ja, muss ich in die Gruppe ändern, warum auch immer. Dann schmeiße ich halt ihn hier raus. Aha. Muss ich das verstehen? Wie ich das mit Vegeta die Story nicht machen kann? Egal. Man fühlt mal wie zu Hause, wa? Gibt noch eine D-Medaille. Oh, nur eine davon. Na gut, von mir aus. Was?
jetzt wo du sagst, wir haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ja, das geht uns doch immer mal wieder so, wenn wir plötzlich unseren Schweif verlieren. Dann fragen wir uns auch so vielleicht mal 1, 2 Jahre später, gute Frage, wo ist denn der abgeblieben? Und vielleicht ist er für immer weg. Komisch, wenn man sich ziemlich sicher, dass er bei deinem Vater nachgewachsen ist. Ja, als Erwachsener aber auch nicht. Kein Schweif, ich weiß. Gott hat ihn abgeschnitten. Ja, meinst du das ernst, Kleiner? Hat niemand erzählt, dass Saiyajin sich in Affen verwandeln können? Soll ich ihn einbringen? Ach, was rede ich da? Der Planet hat ein echtes Problem, wenn Papa sich plötzlich in einen Riesenaffen verwandeln würde. Ja, er weiß Bescheid. Jetzt weiß er Bescheid, Mann. Affen zu unterdrücken. Keine Ahnung, fang ihn doch. Echt, soll man zu Gott gehen und mal fragen? Hey, also mein Schweif. Okay, ich stehe mir das gerade so vor, wisst ihr? So wegen, ey Gott, Alter, hast du mir meinen Schweif genommen? Ich weiß nicht so recht. Gottes Versteck. Ja, ich will zu Gottes Versteck. Dragon wird es wohl hier kaum geben. Und ich frage mich trotzdem, warum könnte Vegeta nicht im Team dabei sein? Verstehe ich nicht. Nanja? Ja. Fangen Sie Saiyajin physiologisch ist am besten an Saiyajin. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Ich werde ihn fragen. Stimmt eigentlich, weil so ein Gohans Schweif wurde eigentlich nie wieder gesehen. Was eigentlich ein bisschen seltsam ist. Weil ich weiß eigentlich, dass bei Son Goku war es eigentlich so, dass Gott ihn nicht einfach nur abgeschnitten hat. Er hat auch dafür gesorgt, dass er nicht mehr nachwächst. Ist hier was? Sogar meinte gerade irgendwie die Energie wäre gewaltig. Ernsthaft? Gott, hat Gott gar keine Energie? Nö. Hä? Bobo ist doch ziemlich stark, wa? So, geh mal wieder, wa? Da gibt... Warte mal, wenn ich schon mal in der Nähe bin, gehen wir ganz kurz in Quittenwald und holen mal einen Dragon Ball. Hier gäbe es noch 20 D-Medaillen zu holen. Ach du Scheibenkleister. Da stand gerade 0 von 20. Alter. So, die D-Medaille müsste man so ja eigentlich auch finden, wobei ich mich gerade frage, kann man den nicht irgendwie auch einfacher finden? Gut, ich habe natürlich da die Markierung, ja, aber... Wer da? Oh Mann, ein gelber Pflanzenmann! Lass kurz gucken, ob es noch irgendwie kann. Ja, ein bisschen. Du warst das! Hallo, wieso geht's nicht mehr?
Aha. Ja, vielleicht deswegen. Aua. Wo kam denn der Angriff her? Wo bist du? Da stimmt sogar Krillin. Blablabla. Level-Ups sind auch geil. So, dann gehen wir da mal nicht hin. Es ist ein Dragon Ball. Okay, das war geil. Die Musik aber so. Das war bloß ein Zwiebel. Schade. Meinst du hier irgendwo so eine 20 D-Medaillen finden? Boah, Alter, das ist hell gewesen. Hä? Geht doch so. Also. Die Medaille. So. Sehr schön. Es glitzert zwar ein Rot, aber es ist grün. Kevin spielt gerade Verstecken. Was macht Namen denn hier? Bora, Verteidiger des Heiligen Landes. Ah. Eine Erinnerung. Okay, sieht auch speziell aus hier. Ganz ruhig, Leute. Ja, ihr habt ja schon gehört. Frag mich jetzt gerade. Sehen die Medaillen hier alle etwa... Mein Piccolo geht mal aus der Sonne. Sehen die Medaillen hier alle etwa gleich aus? Das heißt, eine Medaille könnte da unten sein. Ich habe früher nie so darauf geachtet. Jo. Sehr schön. Da ist noch ein großer blauer da unten und da ist auch noch etwas. Jo. Mann, ich bin ja verhungern. Ist nichts Neues bei dir. Oh, das ist eine rote Frucht, eine seltene. Ja, viel einfacher, oder? Ja, und auch teurer. Ja, ständig reinquatschen. Ah, schön ruhig, war. Ja, nach dem ganzen Stress der letzten Folge und so, ich meine generell natürlich, ja, Dragon Ball ist klar, muss man natürlich gerne kämpfen, sonst ist man hier fehl am Platz. Auch mal hier so zwischendurch ganz locker, entspannt einfach durchgleiten, durchfliegen. Hat auch was für sich. So, jetzt bin ich wieder außerhalb der Map.
Das sind noch solche Z-Dinger. Okay, da haben wir dann noch eine Kugel. Springen die Medaille. Jo. So, ansonsten scheint es hier nicht so viel zu geben. Nö. Dann raus. Da gehe ich später hin. Hier haben wir auch noch eine Sidequest. Okay, dann machen wir die später. Hier haben wir wieder starke Gegner. Ein starker Gegner ist auch eine Sache, wa? Sollen wir uns einen starken Gegnern echt annehmen? Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Stufe 66, 46, 44 ist schon ein bisschen. Wobei. Ja, gut, ne, es sind 3 von denen, war scheiße. Wenn es halt nur die Roboter oder es halt wagen, aber. Wenn sie nicht alle zusammen ist, schon ein bisschen heavy. Ja, vielleicht mit Vegeta in der Hauptrolle und nachher mit Son Goku als Super Saiyajin und vielleicht sogar nachher wagen. Ja, das sind schon Heavy Gegner. Leider. So, wie sieht's aus? Wo ist der Dragon Ball? Da ist er. Ja, wo ist denn der Dragon Ball? Wo ist der Dragon Ball? Oh, es sind sogar mehrere. Was? Kann ich mehrere haben? Fies. Oh, hier haben wir noch eine Trainings-Session. Wo ist die jetzt? Hallo, muss doch hier sein. Eben, da ist ja. So. Und nochmal. Ja. Wir haben sie halt schon. Wie geht, da müssen wir ein paar Dinge machen. Die Medaillen selbst hätte ich ja eigentlich. Stufe 35 ist schon heavy. Die werden einfacher, wa? Von seither reicht es auch, war zumindest für einen Kampf sicher. Komm, hol mir. Die hole ich mir jetzt. Piccolo schafft die. Schade. Wo ist Son Goku? Da, so jetzt aber. Erstaunlich wenig Energie. Ciao, ciao, Fake Piccolo. Dann du jetzt doof. Erstmal dringend Ki. So viel wie noch nie. Wieso kommt das von Gohan hier? Wo ist Fake Piccolo hin? Fake Piccolo? Ah, der ist schon tot. Schon ein geiler Move.
Ja, Piccolo hat's geschafft. Ah, komm, man, direkt auch noch. Also, wenn es schon so einfach ist. Nein, 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 das ist nicht gut. Son Gohan. Oh, oh. Ui, das ist knapp. Ich hatte kein Ki mehr. Jetzt auch wieder Piccolo. Kuckuck. Keine Gefahr für Meister Piccolo. Super Mondblitz erlernt. Sehr schön. So, viel noch Vegeta. Machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Holen wir erstmal einen Dragon Ball. Und die Folge ist schon bald wieder aus. Ja, das ist ein Graus, aber es ist leider so. Die Folge ist bald wieder aus. Oh. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Du wirst aber nicht hier hin. Ja, Zerstörung. So liebe ich das. So, hat sie gerade eine D-Medaille? Könnte es sein? Nö, Pakistan hat zwar noch. Pilaf, ernsthaft, was machst denn du hier? Mit deinen Friends. Also abgestürzt, okay. Wobei ich mich frage, wie Pilaf eigentlich ständig die Dragon Balls findet. Also wenn es in die Nähe kommt, als ob er auch einen Dragon Ball da hätte. Aber sogar so hat er irgendwie damals, ich weiß gar nicht mehr, Freunde, er hat irgendwie selber einen Radar gebaut oder hat er einmal sogar einen von Bulma geklaut und sie musste darauf einen neuen bauen? Ich glaube, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er doch tatsächlich einen Dragon Radar hatte. Doch, da war irgendwas. Und die ganze Konstellation aber keinen Plastenschienen mehr. Da bin ich jetzt leider gerade ein bisschen ratlos. Moment, so, wir holen ganz kurz den letzten Dragon Ball hier noch. Oh, der ist hier näher. Oh, das könnte lustig werden. Und dann machen wir oder beenden wir diese Folge. Ja, ja. Na wohl, kommen schon so viele Gegner sind, dann lohnt es zumindest mal. Wie sehen die denn aus? Also Aachen kann man jetzt ein bisschen übertrieben. Der war für... Wer war's jetzt? Zum Vulkan, was Piccolo? Ich glaube schon, wa? Nein, zum Gohan war es garantiert nicht, weil sonst wären die Karte ganz voll. Ja, dann kommt doch alle her. Der Typ wieder. Komm schon, Gohan, mach! Typ 3. Ja, ist klar. So, das war's. Aber gibt doch noch viele Erfahrungspunkte.
Ernsthaft? Mann, ich will nichts kaufen, lass mich in Ruhe. Ja, aber Krillin und Piccolo einfach ständig in den Boden schießen. Ah, du bist das. Ah ne, warte mal, ist ein Angriffsroboter. Du bist das. Aua! Was war das denn? Typ 2, altes Modell. Tschüss. Oh, sogar 7000. Immer krasser. Das war jetzt, glaube ich, Krillin, war? Hier. Ja, wir holen den Dragon Ball. 3 von 7 Dragon Balls, Freunde. Und da oben... da. Ja, die sehen stark aus, das stimmt. Die sind nicht so schlecht, wa? An Stufe 31, gleich hoch wie wir. Ja, ich glaube, die knüpfen wir uns vor, Freunde. Also nicht die da, nur die da, sondern die da. Aber erst wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.